Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. So, was haben wir dann hier? Bogen des Apollo, dann können wir auch noch mit 2500 auf pushen für erhöhte Schaden. Schauen wir mal. Okay. Ah ja, so schwinge ich weiter, okay. So, dann kommen wir mal hier. Hauptsache mal auf die Schnutqualle. Eine Nachricht schmückt die Tafel. Jene, die ein Urteil wünschen, müssen die Prüfung des Erebos ablegen. Nicht das Erebor? Oh ne, das war was anderes. Na gut, Erebos, dann prüfe mich. So, was gibt's dann da? Prüfung 1. Die Verdammten. Getrieben von Furcht können die Verlorenen der Oberwelt ihren Sünden nicht entfliehen. Besiegen sie alle verlorenen Seelen und die Schergen, die ihr Schicksal bestimmen. Urlaub, machen wir das. Gut, guck mal, so ein paar lustige Kapalke. Ah, das sind einfach nur irgendwelche stinknormale Leute, nicht mal irgendwelche untote Krieger. Urlaub. Sind so gut wie tot. Philosopher abmurkse ist leicht. Das kriegen wir hier. Die wehren sich ja noch nicht mal. Okay. Ah, ein paar von denen mutieren dann anscheinend zu untote Kämpfer oder sowas in der Art. Also zuerst mal die Hände abmurkse. Und die Philosopher, die normale Bürger, bevor sie in die Nähe von der Hand kommen. So. So, ja, pink's nicht rum. Ich murks euch so oder so alle noch ab. Ja, Poseidon ist tot, das habt ihr auch schon mitgekriegt. Ist halt beschissen für eine Seefahrernation, wenn ihr Meeresgott tot ist und sie irgendwie beschützen kann. So. Okay. Hämmer's mal. Ja, sieht so aus. Prüfung 2. Die Verlorenen. Warum streben die verdammten Seelen im Hades nach Erlösung, wo sie doch auf ewig verdammt sind? Vernichten sie umherwandelnde Seelen, bevor sie sich in Hades Armee verwandeln. Okay. Oh. Oh. Ein Minotauros. Ey, erste auf. Okay. Na, das sind schon ziemliche Säcker. So. Hammer gleich. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und zwischendurch immer mal wieder an den Minotaurus denke. Ja, also gut. Ja, gucken wir mal, was wir mit dir Olvares anstellen können. Ja, gibt's ein bisschen Klingefutter. Oh Gott! Minotaurus-Stich. Ein Minotaurus so zu erledigen verleiht immer Gesundheitsorbs. Okay, cool. Das finde ich fair. Hey, hör auf, mich auf die Hörner zu nehmen. Dann machen wir auch noch schnell platt. So, jetzt gibt es auch ein bisschen Minotaurus-Action. Ach Gott, ich brauche ein bisschen Gesundheit, deswegen muss ich dich ganz wie abschlachten. So, allerhaupt, das war wohl auch das. Prüfung 3. Die Auserwählten. Um ins Elysium zu gelangen, bedarf es mehr als Beharrlichkeit und Stärke. Stellen Sie sich dem Urteil und beweisen Sie Ihren Wert. Vernichten Sie alles. Natürlich. Ah, wieder eine Medusa. Und ein paar Harpien. Aber da Kratos hier so ein ultra-wieschte Typ ist, sollte das kein Problem sein. Autsch.
Ah, jetzt geht's ein bisschen auf die Schnauze. Aber nur so ein bisschen. Und Kopf abropper. Gibt's nochmal Magie-Orbs dafür, ne? So. Ah, Minotaurus kommt auch nochmal zu Besuch. Aller hopp. Zum Glück können die mich nicht über den Rand schmeißen. Okay. So, dann Ende können wir nochmal hier wieder ordentlich auf die Schnauze hauen. Schnaufi, Schnaufi. Schwert gibt's trotzdem in der Rache. Und bei uns wieder ein bisschen Gesundheit. Das ist gut. Autsch. Wow. Ich meine, immer wieder schade zu sehen, zumal der Minotaurus ja eigentlich nur ein Einzelmonster ist. Und hier machen sie einfach mal mehrere draus. Warum nicht? Als wäre das so ein eigenes Volk. Na gut. Alles abgeschnetzelt. Na dann. 1630 Erfahrung haben wir. Das reicht leider nicht für den Bogen. Und für die Verdammnisklinge, wie sieht's denn da aus? 7000 Orbs. Sonst haben wir nichts zum reinvestieren. Ich würde sagen, der Bogen hat eigentlich auch mal Upgrade verdient. Okay. Götter des Olymps, auf Geheiß des Zeus. Wir sind die drei Richter. Mhm. Erwarte dein letztes Urteil, Sterblicher. Holla hopp. König Aiakos hält dich für unwürdig. König Radamantis hält dich für würdig. Nun obliegt mir, König Minos, die endgültige Entscheidung. Deine Zukunft ist in Schatten gehüllt. Das Reich des Jenseits ist noch nicht bereit für dich. Hinter dieser Tür liegt dein Schicksal. Okay. Danke, Minos. Was gibt's hier noch? Das ist im Prinzip wie so ein Richtspruch auf Knopfdruck. Eine prächtige Bronzestatue eines jungen Mädchens. So. Können wir leider auch nicht kaputt schlagen. Kann er. Ne, Tauche kann er auch nicht. Oder sonst schon irgendwas? Ja, sieht nicht so aus, oder? Irgendwelche andere prächtige Bronzestatue von anderen jungen Leuten? Nö. Okay. So, na dann. Gehen wir mal dort hier und robben noch die Truhe auf. Magie oder Gesundheit. Eigentlich kann ich eher Gesundheit gebrauchen, ja. So, das bisschen holen wir uns noch. Und da ist irgendwie allerlei drin, oder was? Ja. Erfahrung und Magie. Alle hopp. Gehen wir nochmal hier. Gucken wir doch mal, was es hier Schönes gibt für uns. Da geht's schon mal irgendwo hier. Wie sieht's hier aus? Ah, wieder ein bisschen Keramik zum Spieler. Sehr schön. So. Die drei Richter, die Könige Minos, Aiakos und Radamantis urteilen über alle Idioten. Wer als würdig befunden wird, darf ins Paradies des Elysiums übertreten. Ja, super geil. Okay. So, Dilla. Was gibt's denn hier noch? Ah, wieder ein bisschen Spielkeramik. Ein paar Kratere. Das war's dann auch. Ja. Erlaubt von hier. Ich könnte darauf wetten, dass ich die irgendwie ein bisschen auf der Herrenschädel kloppen muss. Hoppla, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier mit meinem schicke Bogen mal drauf schießen. Oh. Okay. Kratos schießt. Okay, das geht noch nicht. Da brauche ich wahrscheinlich wieder irgendein tolles Artefakt. Damit ich dann in die Schädel einschießen kann. So. Okay, ja. Im Bogen scheint das nämlich dann nicht zu funktionieren. So. Nö, das klappt so nicht. Das klappt so auch nicht. Alle hopp. Irgendwie werden wir schon hinkriegen. Weil, wenn ich die nicht mit Worte überzeugen kann, beziehungsweise Kratos, der spricht ja nicht, der droht ja immer nur. Wenn ich die mit Drohungen nicht kriege, dann halt mit Gewalt. Ah, hallo.
Okay. Schauen wir mal. Hauptsache mal geschnauft wie Sau. Ah, okay, dann müssen wir das halt so regeln. So, du zuerst mal wieder. Volles Pfund aufs Maul. Der Anna wart brav, bis ich fertig bin. Hauptsache noch Kuhgeräusche dabei gemacht. Ja, komm, wehr dich nicht. Gibt's sowieso auf die Schnüss. Ach Gott, erleid. Was ein Typ. So. Ah, okay, das sind Bomber. Okay. Ja, mit dem kann ich auch noch nichts treiben. Moment. Man will ja auch um die Ecke reingucken. Nicht, dass ich da nochmal Gorgone-Auge oder sowas verpasst. Da ist aber... Okay, wo geht's denn hier? Ah, Motto. Okay. Machen wir doch mal auf. Da wird noch was Schönes drin sein. Ein Minotaurenhorn, genau. Notiz einer jungen Seele. Die Feuer, die Menschen schreien. Ich hatte solche Angst. Warum hat Vater uns nicht beschützt? Die Richter sagen, ich muss jetzt ins Elysium, dass es dort schön sein wird. Ich vermisse meine Familie. Okay. Blöd, Mann. Die können auch nur meckern, oder? So. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier rauskommen, aber zumindest speichern kann ich hier. Machen wir doch glatt. Tiefen des Hartes sind wir jetzt nimmi. Jetzt sind wir... Wo sind wir dann jetzt? Wir sind jetzt die 3 Richter. Okay, alles klar. Na gut, gehen wir wieder durch. Zu den 3 Richter muss ich ja noch nicht zurück. Sondern hier muss ich weiter. So. Okay, jetzt sind wir bei 2000. Ich denke, jetzt können wir nochmal ein Upgrade machen für unseren Bogen des Apollo. Bong. Okay. Und hier? Immer dieses Rumgepiense. Ihr könnt aber auch immer noch meckern. Na gut, da komme ich jetzt nirgendwo lang. Vielleicht auch... Ach Gott, Kratos. Mhm. Clever. Das war clever, ja. Moment, war ich jetzt hier drüber schon? Jo, war ich schon. Wieder zurück. Okay. So, die holen wir uns. Darüber kommen wir noch nicht. Da können wir jetzt aber nochmal hier unser ganze Erfahrungspunkte reinglippern. Und dazu der Gongschlag des Todes. So. Mhm. Kommen wir auf jeden Fall mal irgendwo hier. Ah ja. Ah, okay. Okay. Naja, der Versuch zählt irgendwie. Allerhopf, da wissen wir jetzt, wo die ganze Hinterköpfe und Richter sind. Irgendwas anderes müssen wir doch auch noch ausrichten können, oder? Leider weiß ich nicht, was ich noch ausrichten kann, weil hier ist eher Schmalhans Küchenmeister. Da wird es nicht so gut ablaufen. Nee, also da komme ich auf jeden Fall mal nicht durch. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Kommando rückwärts zu der Richter. Weil da war ja immer hier auch ein Speicherpunkt. Also. Was habt ihr für mich? Sieht nicht wirklich gut aus, oder? Ja, wir probieren es halt einfach mal mit purer Gewalt. Na, okay, die bringt uns nichts, die pure Gewalt. Hoppla.
Nee, das bringt uns nichts. Okay. Dunkeloffer. Tja, wie machen wir das jetzt weiter? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Gegenstand. Damit wir die Richter niedermachen können, ne? Weil derzeit können wir an der ja nichts rumwerkeln. So. Hier. So. An der können wir ja nichts machen. Nö, da geht nichts. Das ist dann ziemlich egal. Und da runter geht's auch nicht. Nee. Nö, da können wir nichts machen. Also auf jeden Fall haben sie so hässliche Knorze am Hinterkopf. Das muss ja irgendwas bedeuten. So. Da kommen wir mal nicht durch. So viel weiß ich. Tja. Da geht's auch nirgendwo hin für eine neue Perspektive. Und da kommen wir hier raus. Bringt uns allerdings auch einen Scheißdreck, weil wie gesagt, die Hinterköpfe können wir nicht perforieren. Und darum, da geht's irgendwo hier. Aber, keine Ahnung, wo genau. Die wollten, dass ich irgendwie meinem Schicksal entgegengehe, aber... Und da unten können wir nichts hinstellen, um die Richter anders zu positionieren. Ich überlege gerade. Irgendwie müssen wir ja diese Richter durch die Druckplatte vielleicht ein bisschen anders positionieren. Aber wie? Wir können an nichts und auch runterschieben, ne? Das können wir leider auch nicht packen. Tja. Etwas dumm gelaufen gerade. So. Packen können wir hier nix. Nee. Wir können davon aber nichts runterschleudern. Wäre natürlich schön praktisch gewesen, wenn wir von oben irgendwas hätten runterschmeißen können. Sodass wir hier die Druckplatte dauerhaft noch ohne hätten, ne? Weil dann ändert sich das ja auch, wie die Richter durchstehen. Man könnte möglicherweise irgendwas mit einer machen. Tja, die Bronzestatue, die kriege ich leider auch nicht bewegt. Das ist etwas doof. Da haben sie mich ursprünglich durchgejagt. Tja. Da geht die Kette lang. Kratos. Die Kette. Die Kette hoch. Nee, das möchte er auch nicht. Nö, meine Spartaner bringen mir auch nichts. Hoch geht auch nicht und da ist eine Kette, an der ich nicht hochkrabbeln kann. Warte mal. Können wir möglicherweise hier die Pfeiler anzünden? Diese Feuerschale? Nö. Alle in einer Reihe? Nö. Alles klar. Jetzt bin ich doch etwas ratlos zurzeit. Ja. Schä, die halten die Kette.
Ich muss die irgendwie bewegt kriegen. Was anderes fällt mir hier nicht ein, was ich machen sollte. Und du bringt uns auch einen Scheißdreck weiter. Keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll. Da hoch kommen wir nicht. Die 20 Minuten sind auch vorbei und ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Nee, das zündet sich auch nicht an, das Zeug. Der kriegt da an und Ei gerobbt. Keine Ahnung. Selten so wenig Idee gehabt. Und da kommen wir nicht rüber. Nee, hoch kommen wir hier auch nicht mit dem Klettern. Nee. Da irgendwas abschieße. Bringt uns auch überhaupt nicht weiter. Nö. Absolut nicht. Keine Ahnung. Und da weigert er sich hochzuklettern. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wirklich null Ahnung. Deswegen würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache bei der Richter nochmal meinen Cut. Und mache nochmal eine Runde speichern. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Dann werde ich einfach schauen, wie es weitergeht, weil jetzt bin ich etwas planlos und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Von daher, das muss jetzt einfach sein, dass ich mir die Lösung irgendwo zeigen lasse. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.